so stark. Hey, wie genial in Gottes Gegenwart sein. Merci vielmals. Amen. Dass so ein geniales Lobpreisteam haben. Wir sind, so wie ihr hier seht, mit der schönen Dekoration in einer Predigtserie, die heisst «Wenn es rund läuft». Wenn du dich gefragt hast, wieso sind all diese runde Sachen da, ja, es sollte das Thema widerspiegeln, wenn es rund läuft. Und es geht nicht, wenn es rund läuft daheim oder wenn es rund läuft beim Arbeiten oder bei dem Studium, in der Beziehung oder der Familie. Die Hauptidee war, wenn es rund läuft in der Kirche. So, wie sieht die Kirche aus, wenn es rund läuft? Wie soll die Gemeinde aussehen? Wir haben mit dem Thema angefangen. Vor 2 Wochen hat Micha ein Interview gemacht mit Ashkan. Wir haben in diesem Interview gesehen, wie ein Ausländer, und ich darf sagen Ausländer, weil ich selber bin ein Ausländer, wie ein Ausländer von Afghanistan ist in der Schweiz gekommen, ganz allein, ein junger Mann, und hat sich bei uns in der Gemeinde daheim gefühlt. Er hat nochmal eine neue Familie gefunden in der Schweiz, in Wettigen, in Kreuzpunkt. Wir haben gehört, wie darf Kreuzpunkt ein Ort sein von Menschen, die kein Daheim haben. Sag wie ich, ein Ausländer, oder Leute, die eigentlich Schweizer sind, aber von Thurgau kommen, oder von Bern kommen, und sich nicht mehr daheim fühlen und keine Wurzeln mehr schlagen. Und da sind wir als Kirche für sie da. Letzte Woche wir hatten Allianz-Gottesdienst gehabt. Und es ist einfach genial. Und ich finde, ich war bei verschiedenen Kirchen. Als Pastorin habe ich in verschiedenen Ländern geschafft, Iran, England und da in der Schweiz. Und unsere Allianz, Wettigen, finde ich eine der stärksten Allianzen, die ich je erlebt gesehen habe. Und es ist so schön, dass wir letzte Woche verschiedene Denominationen, verschiedene Pastoren, verschiedene Gläubige zusammenkommen, miteinander, gemeinsam Gott arbeiten, Gemeinschaft geniessen und Gottesdienst feiern. Und das ist auch, wenn es rund läuft, wenn Kirche rund läuft und gut ist. Heute, mein Thema ist, du, dies individuell und gemeinsam in der Kirche. Gemeinschaft in der Kirche. Das ist heute mein Thema, Gemeinschaft in der Kirche. Wie sieht Gemeinschaft aus, wenn es rund läuft, wenn es gut geht? Wie würde es aussehen? Und um das miteinander anzuschauen, lass uns den allerersten Kirche in dem Neuen Testament anschauen. Der allererste Kirche ist Apostelgeschichte Kapitel 2. Da hat Kirche angefangen. Das ist die Geburt von Kirche, so wie wir heute kennen. Und Apostelgeschichte Kapitel 2, ich will es von Vers 40 lesen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Wir bleiben da. Nur in die 3-4 Vers kommt ein Wort 4-mal vor. Und zwar das Wort, die unser Hauptpastor Herman mega gern hat und mega gern immer wieder sagt. Das Wort heißt Koinonia. Koinonia, habt ihr sicher von ihm mal gehört. Ihr seid Predigter, er sagt das sehr oft. Das ist ein sehr starkes Wort. Das Koinonia heißt Gemeinschaft. Aber nicht die deutsche Gemeinschaft. Also heute ist alles eine Gemeinschaft. In der Kirche kann es Kaffee haben, ein Gutzli haben,
Es ist nicht Gemeinschaft. Ein Club ist nicht eine Gemeinschaft. Ein bisschen zusammen, heutigen Tag Gemeinschaft heisst für uns abhängen, ein bisschen chillen, ein bisschen schwätzen, ein bisschen austauschen, einfach ein bisschen halt, ja, mal da sein. Das ist nicht Gemeinschaft. Das Wort Koinonia in der griechischen Übersetzung. Das Wort Koinonia übersetzt sich als Abendmahl, Mahl des Herrn. Das übersetzt sich als Leben zusammen teilen, beiseite stehen. So, in einem Satz, Koinonia heißt, das Leben Jesus Christus zusammen miteinander teilen. Gemeinschaft ist, miteinander leben, für Jesus Christus teilen. Und das sehen wir in dem Neuen Testament, in der ersten Kirche. Die sind zusammengekommen, miteinander, füreinander, haben das Leben von Jesus geteilt. Sie haben Abendmahl gehabt, das werden wir auch heute haben. Sie haben miteinander austauscht, sie haben miteinander geredet. Sie haben Leben miteinander geteilt. Was wir hier sehen, sie sind sehr fest zusammengehalten. Das Wort Zusammenhalt, zusammen, miteinander, gegenseitig. Das sehen wir sehr oft. Die erste Kirche war enorm eng miteinander verbunden. Die haben alles miteinander geteilt. Das sehen wir im Vers 46. Heißt, einmutig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander nochmal Koinonia zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkunft, nochmal, waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie preisen Gott bei allem, was sie taten, und standen mit ganzem Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer würde. Also nur in dieser Verse steht, dass sie täglich, jeden Tag, haben sie sich getroffen, im Tempel und im Häuser. Wieso? Haben sie keine Arbeit gehabt? Sind alle Juden, sie sind alle reich, sie müssen nicht arbeiten. Haben sie nichts anderes zu tun gehabt? Ist es nur ihr einziges Hobby gewesen? Was haben sie gedacht, und wie haben sie Zeit gehabt? Sie haben jeden Tag zusammengekommen. Sie haben sich jeden Tag getroffen. Sie haben geschafft und dann sind wieder zusammen. Sie sind arbeiten, dann sich treffen. Ihr Leben war zusammen. Wieso? Weil sie haben etwas gewusst. Bald werden wir enorm Druck und Verfolgung erleben. Sie haben gewusst, der Petrus, der Johannes, die Apostel, die stehen vor Gefahr, jeden Moment verhaftet zu werden. Unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung, unser Zusammenhalt ist in einer Gefahr, jederzeit, jeden Moment auseinanderzugehen. Wir sind alle neu im Glauben. Wir müssen schnell wachsen, lernen, hören. Das Miteinander, das Koinonia, ist der einzige Ort, wie wir geistlich wachsen können. Und um das kann es so schnell prägen und miteinander im Geist Gottes wachsen sind, muss er jederzeit zusammenkommen. Wenn du in Länder gehst, wo Verfolgung sehr stark ist, wie China, wie damalige Russland, heutige Russland, wie Iran, wie Middle East, wie Afghanistan, denn Gemeinschaft Kirche sieht ganz anders aus. Denn die Zusammenkunft von Gläubigen, wo vor allem die Menschen, wenn ich darf sagen, MBBs, Muslim Background Believers, Menschen, die von Islam kommen, wenn sie ihr Leben Jesus geben, die Beziehung, die Gemeinschaft, die Sehnsucht nach Zusammensein ist ganz anders. Du haltest so fest zusammen. Du willst alles wissen. Du bist so neugierig. Erzähl mehr. Bibel lesen, miteinander austauschen. Wie ich je in Europa erlebt. Verfolgung, Druck und Bedürfnis nach mehr, nach geistlichem Wachstum bringt uns zusammen.
Vielleicht sagst du, ja, das ist gut, verstehe ich, das ist Iran so, das ist in Middle East so, das ist in verfolgten Ländern so, wir sind aber frei, wir sind in der Schweiz. Das ist nicht wahr. Wir in der Schweiz erleben schlimmste Isolation wie alle anderen Länder. Ein Problem, das wir haben in der Schweiz, ist Einsamkeit, Depressionen, Selbstmord. Durch indem, dass ich mich allein fühle. Neben dem, wir haben tatsächlich einen grossen Druck auf unseren christlichen Glauben, auf unsere christliche Gemeinschaft. Heute ist meine christliche Wert, was ich habe, Moralwert, Werte, ist gegen die moralen Werte der Welt. Gegen die Kultur, in der ich lebe. Ich bin komisch. Wenn ich irgendwo würde sagen, wenn jemand mich fragt, wo arbeiten Sie, was machen Sie? Ich bin Pastorin. Wieso? Ich habe das schon mal gesagt. Wer ist heutzutage Tag Christ? Wer ist intelligent? Wer kann intelligent sein, schlau sein und Christ sein, religiös sein? Die zwei heute gehen nicht miteinander zusammen. Du bist entweder intelligent, dann hast du eine Logik, oder du bist Christ. Bin ich falsch? Ist das nicht meine Wahrnehmung? Wenn du Bibel hast, wenn du Kreuz hast, bist du religiös. Und religiös ist blöd, ist dumm in unserer Gesellschaft. Ich hoffe, keine Politicians wird das anschauen. Ich bin letzte Woche in Brussels gesehen. Im Parlament habe ich geredet, in der EU-Parlament. Und ich habe mit vielen MEPs geredet. MEPs sind Member of European Parliament. Und der erste, was sie mir gesagt haben, das allererste, wo alle MEPs, und ich habe mindestens mit 20 MEPs geredet, der allererste, was sie mir gesagt haben, ist das: Von den Christen werden wir nicht aufstehen. Von der Christenverfolgung werden wir nicht stehen. Heute sterben 15 Christen pro Tag. 15 Christen pro Tag. Durchschnittlich sterben heute. Für das kann man nicht, für Menschenrechte von Christen kann man nicht aufstehen, weil Christen sind gegen LGBTQs, weil Christen sind gegen Abortion, Abtreibung. Solange das Christen sind gegen das, wir werden für das nicht aufstehen. Wir sind nicht miteinander einverstanden mit dem Wert, den Christen tragen. Haben sie sehr offen in meinem Gesicht gesagt. Es tut uns leid. Für diesen Fall werden wir nicht aufstehen. Jeder. Wir leben in einer Welt, in Europa, wo Christentum wird isoliert, wo Christentum ist gegen den Wert, obwohl, ja, ich kann nicht in politisch hineingehen. Aber es ist schon mega heftig zu hören, dass Kinder sterben, Teenagers. Letzte Woche haben Schulkollegen, eine junge Dame, ihre Schulkollegin gesteinigt, nachher verbrannt, weil sie hat öffentlich gesagt, Jesus hat mir bei dieser Prüfung geholfen. Nachdem dass sie das sagt, ich habe die Prüfung bestanden, weil Jesus hat mir geholfen. Sie haben sie gesteinigt und verbrannt. Und das passiert letzte Woche und niemand redet darüber, weil wir sind Christen. Wir werden Verfolgung erleben. Sorry, ich korrigiere mich. Wir erleben Verfolgung auf eine andere Art und Weise. Wir müssen uns schweigen mit dem Wert, den wir haben, weil es ist nicht normal. Was heisst es für uns denn? Wir leben in einer Zeit, wo geniale Technologie hat, perfekt, ich liebe Technologie, ich liebe mein Handy. Meine Eltern wissen das so gut. Das Problem ist, mein Handy ist meine Welt. Es ist personalisiert, es gehört mir, ich fühle mich wohl mit dem. Ich habe meine Sachen drin, sag Facebook, sag Instagram oder meine Spiele. Es ist mein Wert. Und wenn ich mich in einer Gesellschaft finde, die mir langweilig ist, an denen reden, wo andere reden, und ich finde, ach, das ist mir so langweilig, dann gehe ich auf Handy.
weil da fühle ich mich wohl. Da ist mir nie langweilig. Wir haben etwas, was heisst Social Media. Es ist alles außer Social. Media, meine Social, hat nichts zu tun mit sozialer Beziehung. Es ist orientiert nach ihnen, nach mir, meine Welt, ich, das, was ich mich wohlfühle, der, wo ich ablehnen oder akzeptieren, das, was ich mich selber feed myself. Danke vielmals für Hilfe. Mir selber füttern geben. Es ist nur mehr orientiert nach außen. Und wisst ihr was? Kirche, alles an der Kirche bekämpft. Alles in der Kirche bekämpft Isolation. Mentalität von Kirche ist gegen Isolation. Kirche heisst Gemeinschaft. Kirche heisst Beziehung. Kirche heisst du und ich miteinander. Wert von Kirche Kampf gegen Ich-Kultur. Ich, mir, meine, mir. Hat Herr Martin immer wieder gesagt. Herr segne alle 4. Kirche geht gegen die Mentalität. In Hebräer Kapitel 10, Vers 25 steht geschrieben, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewohnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, zusammenkommen, miteinander sind. Es ist nicht okay, es ist nicht in Ordnung. Du kannst mal sagen, Sabrina, okay, kann ich nicht in der Kirche sein, kann ich nicht in der Kirche gehen, aber doch gläubig sein, doch Christ sein? Kann ich ein Christ sein ohne Kirche? Ja, klar kannst du. Also ich nehme an, das würde gehen. Kannst du ein Fußballspieler sein ohne ein Fußballteam? Kannst du in Orchester Saxophon spielen ohne ein Orchester? Kannst du ein Saxophon-Konzert machen und viele Menschen motivieren zu kommen ohne ein Orchester? Kannst du sicher. Ich weiss es nicht, wer wird zahlen. Von einer Person, die Saxophon spielt. Kann gut sein. Aber wie viel mehr würde zahlen, um ein Fußballspiel zu schauen, als eine Person, die Fußball spielt? Wie viel mehr würde zahlen, ein Konzert von Saxophon, von Jazz zu schauen, als nur eine, die mega professional spielt? Grosse Gruppe ist wichtig, kleine Gruppe ist wichtig. So, die erste Frage war, ich weiss, die Frage habe ich noch gesagt. Warum haben sie Gemeinschaft so gelebt? Warum? Wegen der Verfolgung, wegen der Isolation. Mögt ihr euch erinnern an die Predigt? Wusstet ihr, dass von den letzten 5, ich bin 5 in der Kirche, Statistik sagen, ihr werdet nicht mehr als 20% von meinen Predigten euch erinnern. So, ich muss alles wiederholen. Wie wird Gemeinschaft gelebt? Also, warum haben wir geschaut? Wie? In Vers 46 hat geheißen, wenn wir dürfen das nochmal zusammen anschauen, Vers 46, einmutig und mit großem Treue kommen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem treffen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkunft waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also, sie sind Tag für Tag zusammengekommen, keine Angst. Ich will nicht sagen, du musst jetzt jeden Tag in der Kirche sein, aber regelmäßig haben sie sich wo getroffen? Erst im Tempel. Kann ich den nächsten Slide haben? Also, in dem Tempel, der jüdische Tempel, der Salomo-Tempel, hat einen riesen Teil gehabt, der hat geheißen, der Solomon's Porch. Und der war sehr gross und genug, um 10.000, 20.000 Menschen Platz zu haben. So, sie haben jeden Tag oder oft regelmäßig im Apostelgeschichte Kapitel 20, wir lesen mindestens einmal in der Woche, haben sie sich im Tempel getroffen.
Im Tempel, was ist passiert? Sie sind im Tempel gekommen, der Petrus, der Johannes, der Jakob, der Philippus, einer von den Aposteln hat geredet. Sie haben erzählt von das, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie haben eine Botschaft weitergegeben. Das war ein Tempel. Sie haben Wort Gottes weitergegeben. Und nachher, sie haben sich in Häusern getroffen. Und in Häusern haben sie auch etwas anderes gemacht. Nächstes Slide. In Häusern, so in den Tempel, da ist ein Tempel. So kann man uns etwas vorstellen. Ich habe nicht keine besseren Fotos gefunden online. Aber in den Tempel haben Apostel geredet. Haben Apostel erzählt. Sie haben Wort Gottes gehört. Dann aber haben sie sich in Häusern getroffen. In den Häusern haben sie geredet. Sie haben austauscht. Und dann haben sie das, was sie gehört haben, umgesetzt. Können anwenden. So im Tempel, du hörst über Gott. In Häusern, du wandest an das, was du gehört hast. Im grossen Tempel gibt es keine Diskussionen. Im grossen Tempel geht es nicht um ich, sondern wir miteinander. Denn aber in Häusern geht es um mich. Meine Meinung, was ich teilen kann. Und ich komme in Häuser, von dir zu hören, von dir zu lernen, von dir zu empfangen, mit dir wachsen, meine Anliegen mit dir teilen, mit dir zusammen beten, mich ermutigen lassen. Wunder und Zeichen miteinander in den Häusern erleben. Macht das Sinn? Sie sind Tempel, sie sind Häuser. Beide ist wichtig. Beide ergänzen sich gegenseitig. Eine ohne andere geht nicht. Das kann man Leute was sagen, Sabrina, aber ich komme zu dem Thema. Ich sage so etwas vor das. Es ist gleich bei uns, wir haben Tempel, wir haben Häuser, wir haben Gottesdienst am Sonntagmorgen, einmal in der Woche, wo wir uns alle miteinander treffen, hören, Gott arbeitet, Lobpreisen, Gemeinschaft geniessen. Und dann aber es geht in der Kleingruppe oder Interessengruppe. Es sind kleine Gruppen, in denen wir können intime Beziehungen zusammenleben, miteinander beten, austauschen. Unsere Schwierigkeiten, Themen, die uns beschäftigt, Sünde. Sehr ehrlich darüber reden. Andere beten für uns beten. Bitte für uns beten. Miteinander sind wir unterwegs. Bei uns in der Kirche, wir haben mehr als 30 Kleingruppen. Also ich werde kurz den Kilian und Sharon, wo sitzen ihr? Sind da. Könnt ihr bitte aufstehen? Könnt euch alle sehen, super. Die sind, nein, alle sehen es nicht, könnt ihr da vorne kommen? Der Kilian sagt, nein, Sabrina, hör auf. Habt ihr mich nur noch kennengelernt? Ich bin spontan und ich stelle Menschen. Ich bin kein Schweizer, ich bin Ausländer. Die Kilian und Sharon haben vor einem Jahr ihren Dienst angefangen als Kleingruppenleiter. Sie sind nicht eine Kleingruppenleiter, sondern sie sind Koordinator und haben Leiterschaft von der Kleingruppe. Jetzt sind da, jetzt muss ich etwas sagen. Nein, ich muss nicht sagen. Aber sie werden nach dem Gottesdienst auf meiner rechten Seite bei der Infowand stehen. Und sie sind da, das haben sie schon gewusst, das haben wir schon abgemacht. Und sie sind da, um alle eure Fragen beantworten. Wenn ihr keine Kleingruppe habt und möchtet gerne eine Kleingruppe sehen, oder wenn ihr keine Interessengruppe habt. Interessengruppen sind gleich wie Kleingruppen, einfach temporär. 2 Saisonen im Jahr. Das ist ein bisschen begrenzt. Wenn ihr möchtet in eine Interessengruppe gehen oder in eine Kleingruppe gehen, dürft ihr euch bei der Kilian und Sharon melden. Wenn ihr möchtet eine neue Kleingruppe anfangen, eine neue Interessengruppe anfangen, meldet euch bei wem? Kilian und Sharon haben alle eure Namen gelernt. Danke vielmals. Alright, ich komme zu Ende von meiner Predigt. Es kommen die Leute und sagen, Sabrina, ich gehe nicht in eine Kleingruppe, aber ich will nicht in die Kirche kommen. Die Kirche gefällt mir nicht. Die Kirche ist mir zu gross. Oh, ich höre das so oft. Kreuzpunkt wird bald grosser werden. Es wird so ein Mega-Church. Und dann ist nur die
die persönliche Beziehung, die persönliche Kennenlernen. Niemand kennt meinen Namen mehr. Ich suche es mir eine kleinere Kirche, wo mehr persönlicher ist, wo wir einander Namen kennen, wo wir uns besser treffen und es ist einfach ein bisschen mehr intim, eine Beziehung sind anders. Das ist gut, schön. Weißt du, was würde ich dir wirklich wünschen? Was wäre mein Gebet für die Kirche, die du findest? Dass die Kirche, die du findest und die neue Kirche, wo du gehst, darf nie wachsen. Ernsthaft, ich werde beten für dich, dass deine Kirche darf nie wachsen. Weil sobald es dieser Kirche wächst und zunimmt, wird es genau gleich. Wirst du dich nicht mehr wohlfühlen, weil andere Leute kennen dich nicht. Wie dann nochmal eine Mega-Church, dann musst du nochmal eine andere Kirche finden. Und das würde ich für dich, das wünsche ich für dich nicht. Ich wünsche, dass du kannst irgendwie daheim sein und musst nicht von einer Kirche zu einer Kirche gehen. Du bist gemein. Ist das nicht die Wahrheit? Es ist ein Witz, ich habe es gehört, ich bin in Amerika gesehen, habe ich in einem Ort predigt. Und nach dem Predigt, sie haben mich umgefahren, um mir Kirchen zu zeigen. Und in einem Block, nämlich 10 Minuten zu Fuß, hast du 5, 6 Kirchen gesehen. In dem ganzen Dorf, sie haben 300 Dorf. Wettige, stell dir vor, 300 Kirchen. Und sie haben mir extra einfach umgefahren und zu sagen, da ist eine Kirche, und gerade nebenan ist eine andere Kirche. So, was denkt ihr? Und dann haben sie einen Witz erzählt. Ist jemand gefangen in einer Insel allein für 15 Jahre. Das ist ein Witz. Bitte lachen am Schluss. Nicht jetzt. Sind sehr seriös. Also, ein Mann war 15 Jahre in einer Insel. Nach 15 Jahren hat ein Rettungsschiff ihn gefunden und gerettet. Aber bevor sie ihn weggenommen haben von der Insel, sagte er, hey, wenn ihr mal gesehen, wo ich gelebt habe, wo ich gewohnt habe, der ist halt 15 Jahre mein Daheim gewesen. Und sie haben gesagt, ja, geh, wir wollen deine Wohnung anschauen. Und er hat ihnen gezeigt, seine Wohnung hat er gezeigt, und nebendran haben 2 andere Gebäude gehabt, so kleine Orte, wo er gebaut hat. Und haben gefragt, wo sind die 2? Und er sagt, ja, da ist mein Kirche, wo ich jetzt gehe, und da ist meine alte Kirche, wo ich schon vorher gegangen bin. Jetzt gehe ich nicht mehr. Als Menschen, wir haben ein bisschen die Tendenz, es gefällt mir nicht, und lasst mich euch sagen, in der ersten Kirche, Apostelgeschichte Kapitel 2, Kirche war eine Mega-Church. Am Anfang haben sie 120, 12 und nachher 120 und nachher 3000. Und wir lesen, in Kapitel 5 sind 5000 gesehen. Kapitel 4. 5000. Und das ist das Minimum, das ist eine Mega-Church. Und niemand kann sagen, hey, heute hat der Petrus nochmal predigt. Der kann nicht reden, kann nicht bitte den Johannes mal predigen. Die Predigt von ihm gefällt mir so viel besser. Nein. Die Apostel sind gekommen, sie haben predigen, sind heimgegangen in den Häusern, haben sich getroffen. Wie oft? Jeden Tag. Wie oft sollen wir uns treffen? So oft wie möglich. Regelmäßig. Wieso? Im Johannes Kapitel 13, Vers 34 bis 35 steht geschrieben, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an eure Predigten. Nicht auf dem, dass ihr auf der Straße stöhnt und Jesus verkündigt. Auf eure Taten, auf eure Haltung, miteinander, füreinander, zusammen. Wenn du, darf ich eigentlich den Lobpreis schon, kann sich vorbereiten, wenn du eine heiße Kohle hast, also viele heiße Kohle, nimmst eine Kohle, brennende Kohle auf der Seite. Was passiert? Der löscht sehr schnell ab. Sobald es die Kohle allein ist, löscht es sehr schnell ab. Wenn du wieder durch die Kohle zusammentun mit der anderen heißen Kohle, fängt an zu brennen. Wenn wir uns isolieren und wenn wir nicht mögen zusammen sein, miteinander sein, unser Glaube, unser Feuer, unsere Leidenschaft für Jesus löscht sich schnell ab. Dann haben wir mehr Gefahr, in die Sünde hineinzufallen,
von der Beziehung mit Gott wegkommen. Das, was wir miteinander haben, das haltet uns fest an Glauben. Unser Wert als Kirche ist als Kreuzpunkt Welcome Home. Mein Wunsch ist, dass du kannst dich da bei uns daheim fühlen. Also wenn du da bist in der Kirche, kannst du sagen, I'm home. Das ist mein Daheim. Du kannst in der Kirche kommen, einen Sonntag mit niemandem reden. Heimgehen, hast mit niemandem geredet, hast keine Kommunikation, hast keinen Kontakt. Niemand hat heute gesagt. Du kannst auch in der Kirche kommen und Gott zu dir und sagt, hey, kann man zusammen einen Kaffee nehmen? Kann man zusammen ein bisschen plädern, ein bisschen klatschen? Wie geht es dir? Habe ich dich so lange nicht mehr gesehen. Wenn du neu bei uns in der Kirche bist, verstehe ich, das ist mega schwierig für dich. Dann ist unsere Aufgabe, dich willkommen heißen. Es ist unsere Aufgabe, dich in den Armen nehmen und die Kirche zeigen, dass du dich wohlfühlst. Aber auch wenn du 50 Jahre da bei uns in der Kirche bist, ist immer noch unsere Aufgabe. Diese Aufgabe, meine Aufgabe, dich willkommen heißen, so fest, dass du dich da bei uns daheim fühlst. Die beste Art und Weise, wie du in den Kontakt kommst, in der Kirche, ist durch Häuser. Ist durch Kleingruppe. Bist du ein Teil von der Kleingruppe. Unser Zusammenhalt wird Zeugnis. Wenn Christen zusammenstehen, miteinander stehen, füreinander stehen, wird der Name Jesus berühmt. Wird der Name Jesus bekannt. Durch unsere Liebe zueinander. Es sagt nicht durch eure Liebe zu euren Nachbarn, zu denen, die nicht Christ sind, zueinander. Wow. Sehr stark. Wir haben vorher gesagt, Abendmahl, und steigen wir in Abendmahl nehmen. Gemeinschaft, Koinonia heisst zum Teil Leben. Was hat ihr den Satz noch? Nein, ist okay. Ich weiß selber nicht. Ich sage es nochmal. Koinonia heisst das Leben von Jesus Christus miteinander teilen. Teil das Leben Jesus Christus. Und das werden wir heute miteinander machen. Wir werden Abendmahl zusammennehmen. Ich lese einen Vers von 1. Korinther Kapitel 10, ab Vers 16 bis 17. Der heißt, der Kelch des Segens, für den wir Gott loben, bedeutet nicht Gemeinschaft mit dem Blut des Christus. Das Brot, das wir brechen, bedeutet es nicht Gemeinschaft mit dem Leib des Christus. Es ist ein einziges Brot. So sind wir als viele Menschen ein einziger Leib. Denn wir alle haben Anteil an den einen Brot. Es ist nicht nur ein Brot, das Teil, das ich für mich nehme. Wir sind alle miteinander Leib Jesu Christi. Und heute werden wir ein bisschen anders machen. Und zwar, heute werden wir so machen. Ihr dürft vorne kommen. Und zwar, mir wurde gesagt, ich sage das nicht so gut, hört bitte zu, kommt in Uhrzeigen da, nehmt und geht wieder zurück und so weiter. So auf eurer Seite, macht ihr bitte auch. So immer nach vorne auf Uhrzeigen, nehmt den Abendmahl und geht wieder zurück auf euren Platz. Aber esst den Abendmahl nicht. Nehmt den Abendmahl bitte mit, esst aber nicht. Haltet in Hand, wenn alle fertig genommen haben, werde ich nochmal auf die Bühne kommen, werde ich beten von der Abendmahl und als Zeichen, dass wir alle ein Leib Jesu Christi sind. Als Zeichen von Gemeinschaft und gemeinsam, miteinander, voreinander werden wir miteinander aufstehen und alle miteinander werden wir den Abendmahl nehmen. Kann man das machen? Super. Lass uns jetzt während dem Lobpreis schon anfangen, vorne kommen, Abendmahl nehmen und dann werde ich beten. Jesus Christus, danke, dass du unser Vorbild bist. Dass du bist, hast du eine Gemeinschaft mit Vater und Heiliger Geist verlassen, bist auf die Erde gekommen und hast eine neue Gemeinschaft mit uns Menschen angefangen. Danke für das Zusammenhang. Danke, dass du alles gegeben hast, das Leben gegeben hast von uns. Damit wir dürfen etwas miteinander erleben, das einzigartig ist. Eine Einheit, die nirgendwo anders in der Welt gibt.
Danke, dass wir sind Familie, Geschwister durch dich, Jesus. Und ich bitte um deine Heilung von den Verletzungen, die passiert sind. Ich bitte um deine Heilung von Bitterkeit. Menschen, die Menschen verletzen, wir müssen vergeben. Und durch den Abendmahl, wir nehmen deine Vergebung von unseren Schulden und wir vergeben diejenigen, die unschuldig sind, die uns etwas schlecht da haben. Und wir sprechen Frieden, Freude, Liebe und Vergebung aus. Und als ein Gemeinde, als ein Leib Jesu Christi, miteinander, als Familie und Geschwister, wir nehmen das Abendmahl in deinem Namen. Amen. Lass uns alle miteinander Abendmahl nehmen. Wenn du ein Gebet brauchst, wenn es Verletzung ist in dein Herz von Kirche, von Gemeinschaft, wo dich wirklich stört, Jesus möchte das heilen. Unser Gebetsteam ist auf meiner linken Seite. Sie sind bereit, mit dir und für dich zu beten. Nimm Gebet in Anspruch. Wenn du da bist und sagst, ich bin an einem Kreuzpunkt seit einer Weile und ich fühle mich immer noch allein, einsam. Red mit jemandem, red mit mir. Kilian und Sharon werden auf der rechten Seite stehen. Red mit ihnen und auch komm im Gebet. Wir wollen für dich da sein. Es tut mir leid, wenn du dich allein gefühlt hast. Es tut mir leid. Das darf nicht sein. Das soll nicht so sein. Und wir wollen das ändern. Nimm Gebet in Anspruch. Komm zur Kleingruppenleiterin in Gespräch. Und sonst komm einfach in die Gegenwart Gottes. Der Heilig Hoffnung und Frieden schenkt.